Bonjour. Merci, dass ihr Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Für Politiker ist es wichtig, sich über die Ursachen von so viel Pessimismus an der Population von einem von den reichsten Ländern an der Welt Gedanken zu machen. Auch ich weiß, dass es so viele Leute gibt, die keine Arbeit tun oder keine geregelte Arbeit nachgehen. Und dass es dessen dann nicht so gut geht. Über 7500 Städte, an denen bald 15.000 Leute leben, kriegen zu Lützeburg den RMG. Nicht einmal 7% von denen sollen überhaupt arbeitsfähig sein. All die anderen stehen für eine Arbeit nicht zur Verfügung. Sie kriegen zwar mit dem Revenu-Minimum-Garantie, dem RMG, an andere Sozialhilfen mehr Suchen für zu leben, wie die meisten Leute in Europa, die für den Mindestlohn, wenn es denn dann da geht, 40 Stunden vorschaffen gehen. Aber bei Eis fallen sie in der Armutsgrenze. Und das ist sicher nicht glorreich, dass dadurch schon 3% von unserer Population sollen sein. Das ist sicher dramatisch für das Leid. Aber das geht nicht besser, wenn wir es nicht fertig bringen, gegen die Wurzeln von dem Misere umzugehen. Sicher geht es an all Population Leid, die einfach nicht schaffen können, und dafür auch nicht selber für einen anständigen Lebensstandard für sich sorgen können. Mit 3% sind da aber viel. Dafür sollen wir abhalten und die Symptome zu doktern. Es geht bei der Erziehung, der Ausbildung, an der Mentalität. Es dürfen sich als Politiker doch nicht müssen kritisieren lassen, wenn seht, Leistung müsste sich bezahlt machen, und dass lehren muss, fleißig und pünktlich zu sein, an Ausdauer zu haben, für etwas am Leben zu lehren und zu leisten. Liedere Schlusspätteren kann sich auch Eisgesellschaft auf Dauer nicht leisten. Da darf doch nach wohl gesucht gehen. Mit die Leute, die inner der statistischen Armutsgrenze zu Lützeburg leben, erklären den Pessimismus von bald 50% von unserer Bevölkerung nicht, besonders auch was Europa angeht. Mehr als allerdings ein Speicherlicht abgegangen, wie ich einen Leitartikel vom 5. Januar am Tageblatt gelesen habe. An dem Leitartikel will der Chef vom Tageblatt gelesen tun, Europa stinkt zwar für Frieden und Rechtsfreiheit, aber auch, und ich zitiere, für Teuerung, Taxen, lästige Ge- und Verbote, als Beispiel, wo aufgrund von europäischen Richtlinien Nationalregierungen und Parlamente keinen Spielraum mehr hätten, und nicht mehr nach exekutieren und nicht mehr regieren könnten, zitiert den Leitartikel vom Tageblatt dann in einer anderen Tobak, Promille, Höchstgeschwindigkeit, Videoüberwachung und Ökosteuern. Ich muss sagen, das stärken Tobak. Wenn wir erstens überhaupt teurig kämen als Europa, wenn wir den Euro nicht hätten, also nach und den belgischen Franc gestrickt wären, da wären wir schon lang bar auf, auch was Geldentwertung und Inflation angeht. Gerade einen soliden Euro hat als Beispiel Pedalspreise für ein enger horrender Deirisch geschützt. An die viel kritisierte Europäische Zentralbank, die möchte, dass die Inflation an Grenzen gehalten wird. Lange Jahre, wo die Nationalregierungen allein Hause konnten, hatten wir zweistellige Inflationsraten.
ohne die Preisstabilitätspolitik von der Europäischen Zentralbank wir als leider hauptsächlich hausgemachten Inflation noch viel mehr hoch. Das heißt, die Leute könnten sich mit ihren Einkommen noch viel mehr leisten. Wenn natürlich, wie ja viele Sparten, zum Beispiel in Deutschland, Geschäftsleute hier Preise festlegen, dass sie für Waren und Services Mark gleich 1 Euro umrechnen, anstatt 2 Mark als gleich 1 Euro, dann als den Euro nicht dem Euro sing Schuld. Allo zum Herr Sold singe Beispiele, wo Europa für eise Misere schuldig wird. Stichwort Tobak. Wir sind frei zu Lützeburg, Sätze von den Accisen auf dem Niveau festzulegen, wo wir wollen. Sie müssen just über den Mindestsatz leihen, den lang europäisch festgelöst wird, und zwar einstimmig am Ministerrat. Wenn die Regierungen mengen, sie müssten Zigaretten immer mit teuer machen, für das die Leute nicht sollen fümmen, da können sie Europa nicht dafür verantwortlich machen. Auch was Firmen an öffentliche Lokale angeht, gehen zwar Rekommendationen von Europa, aber es sind Länder, die allein festlegen, wo nicht gefilmt darf gehen. Wenn das, wie auch bei uns, ohne Verstand und Überlegung geschickt, wenn die Gringe so gut filmen da draußen, an den Parken, auf den Terrassen wollen verbieten, ja, da kann ihn dafür Europa nicht verantwortlich machen. Anderes Stichwort Promille. Ich habe an früheren Emissionen schon A plus B bewiesen, dass es kein europäisches Richtlinie, also kein europäisches Gesetz gibt, das es obligiert, Promillegrenze von 0,8 auf 0,5 Euro aufzusetzen. Schuld daran als allein ein luxuösen Minister, den das betrieben hat. Und natürlich die Deputierte an der Chambre, die das mitgestimmt haben. Darunter leiden lo besonders Restaurateure. Wenn es dann auch noch ein Acharnement von der Polizei gibt, für diese Leute abzulauern, die sonst mit ihrer Familie an das Restaurant gehen, für sie mit 0,6 oder 0,7 zu putzen, anstatt sich zu fokussieren auf Traudien am Verkehr, an die drogiert hier leben, an das von ihren Mitbürgern vorbringen, dann ist den Irrger von Eisebürger zu verstehen. Ein Beispiel vom Herrn Sold, Höchstgeschwindigkeit. Nie als an der Europäischen Union ein Beschluss über Höchstgeschwindigkeit geholt wird. Da sind Länder zuständig an noch Gemengen. Ein Beispiel Ökosteuern. Nie als an Europa gesetzlich festgelöst gehen. Es müssten Ökosteuern eingeführt gehen. Sicher geht es an Europa und an die Länder illuminiert geringer, besonders die das gern hätten. Aber Europa schreibt als nicht für. Anderen Behauptung vom Herrn Sold, Videoüberwachung, auch da gibt es kein europäisches Gesetz. Ich muss sagen, wenn es nicht ignorant ist, das heißt, dass der Autor von dem Leitartikel nicht weiß, dann ist es doch ganz einfach kriminell, wenn ein Chef von einer Zeitung, die immer die zweitgrößte zu Lützeburg will sein, an einem Leitartikel die Leute so Quatsch will leben lassen. Es hat noch gefehlt, dass in Europa auch für die verunglückte Autosteuererhebung will verantwortlich machen. Den Merit hat aber an erster Linie auch ein Luxtransportminister, weil das ist seinem Gerd gewusst. Wenn die Regierungspartner nicht mehr tun, was für ein Mist gebaut gouf, dann ist ja nach immer Zeit, not zu bessern. Errare humanum est, perseverare
Diabolicum. So viel für Haut. Au revoir, bis nächste Woche.